Gute Nacht zusammen. Nee, Son Gohan, jetzt wird nicht gepennt. Nicht hier bei Dragon Ball seit dem Ende von Goku 2. So, wir sind wieder beim Trainieren. Ich hatte schon überlegt, ob ich irgendwie das Training überspringen soll, zumindest mit Gohan. Bei 24 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht und ja. Aber gut, wir können ganz kurz einmal testen. Da haben wir den Glitscher schon wieder. Hallo, böser Dino. Du machst mir keine Angst mehr. Du bist doof, du bist ein Arsch. Du bist down. Na, nicht ganz. Aber jetzt. Nee, jetzt. Nö. Jetzt. Boom. Hallo. Aua. Aua. Was fällt doch ein? Ich bin ein kleines Kind. Au, 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 au. Aua. Jo, jetzt reicht's. Tschüss. So. So geht's natürlich auch. So. Ich überlege immer noch, weil ich gesagt habe, von wegen da, ja, die ersten 10 Minuten noch ein bisschen trainieren mit den dreien und dann gehen wir ab zu Dr. Gero. Ja, mal gucken, vielleicht wird es noch ein bisschen länger, aber dafür dauert der Part ein bisschen länger. Boah, eigentlich echt voll übel war. Aber das Masenko, ha, das sind so doch immer eine glanzvolle Weapon. So. Komm, glitsch rüber. Der will nicht. Und der 4. und der 5. und der 6. und der 7. und der 8. und der 9. und der 10. Dauert ein bisschen länger, war. Voll fies, ey. Naja, er hat aber auch 3 sind auf dem Weg bis dorthin zusammen, das ist doch kein Problem. Und dann wäre Gohan fürs Erste fertig trainiert. Nice, wa? Au! Zumindest mal fürs Erste fertig trainiert natürlich. Gehen natürlich noch weiter. Yeah, yeah! So, und wir werden auch noch mit euch. Die Brut des Bösen. Ist ja bloß die Frage, wo zum Henker war jetzt hier ein Save Point. Ich weiß nicht mehr, wo hier einer. Ich glaube, hier oben irgendwo in der Nähe war einer. Aber ist egal. Gut, dann als nächsten also nehmen wir Piccolo. Weil, Vegeta braucht es eigentlich eher selten. Ja, doch eher ein bisschen weniger, muss ich ehrlich zugeben. Vegeta hat immer noch einen Super Saiyan Piccolo und natürlich im Kampf jetzt gegen Dr. Gero, das ist schon ein bisschen doof, also ja. Und so kann noch was, aber egal. So, safen und switchen bitte zu Piccolo. Der Piccolo. Du mit. Entschuldigung. Einem Hagam Fosam Fos. Eine Höllenspirale. So, dann würde man sagen, testen wir es hier mal, die Attacke. Jo, einfach draufladen, also sprich, zup, einfach drauflassen, Finger macht automatisch einen Start.
Der Attacke. Ja, die Höllenspirale, die zieht schon ordentlich rein, vor allem bei mehreren Gegner halt hintereinander ist sie echt göttlich. Andererseits an Anfällen. Es ist immer unterschiedlich, je nachdem halt ist die Big Bang Attacke von Piccolo, sag ich schon, von Vegeta. Oder halt auch eben Masenko H von Gohan natürlich besser. Es ist ein bisschen unterschiedlich im Spiel. Trifft echt noch weit, wa? Krass, ey, du. Ich überlege, wie ich... Das war krass, wa? Im Problem ist, er braucht immer ein bisschen zum Aufladen, das muss ein bisschen gut timen können. So. Dann ganz kurz hier rüber und dann wieder so und dann weißer Skorpion. Reichst du bereits? Nee, natürlich nicht. Jo. Das ist der Piccolo. Lolololololololo. Piccolo-san! Bombenschmeiß ist feige! Treffen ja auch, geil! Aber eben nicht so weit, wa? Energieverschwendung, dann klappt es vielleicht doch. Könnte reichen, wa? Ja. Nee. Verdammt! Die ganze Energie verschwendet! Ich bin so doof. Oh Mann, doof. Aber der Rundumschlag, der bringt so. Piccolo hatte Stufe 21, war okay. Ah, genau, wollte noch was geben, Entschuldigung, war ja vergessen. Dann kriegst du mal Energie plus 1, du kriegst noch Ausdauer plus 1 und noch eine Stärke plus 3. Ja, unser kleiner Freund hier ist ein bisschen grün in den Ohren, der braucht's dringend, also in den Ohren ist halt übertrieben, aber er ist halt krank und jo. Peace! Sehr schön. Hier klappt es irgendwie nicht mehr, weil es durchkommt. Faszinierend. Mann! Alter! So komme ich weiter, müsste recht voll aufgeladen sein, wa? Ich krieg dich noch! Nicht heute. Verdammt, hey. Wow! Was? Alter, ich treffe nicht, aber er trifft mich. Okay, der ist neu, der kann noch gar nichts. Die gehen so, hey, was soll denn oben nach unten? Alter, ist fies. Aber es klappt. Peace, Mann. Ich bin Piccolo. Name Kiana.
Das ist klar, Mann! Ja, ist klar, Piccolo-san, alles klar. Ja, die Werte momentan, ja, er holt langsam so Gohan auf. Alter, Gohan ist einfach nur übelst mächtig und gut, das hängt dafür Vegeta ein bisschen hinterher. Aber es ist echt so, Gohan ist ja echt eine Nummer für sich. Aber gut, ist irgendwie auch logisch, wa? Schön, wir haben 10 Minuten rum, ist noch nichts passiert von wegen Training und so. Oh, dauert doch länger als ich dachte. Ja, wir machen ein Part länger, Leute. Sorry dafür. Das machen heute sicher noch einen Kampf gegen Dr. Gero. Ja, komm her. Mann ey, du kriegst mich eh nicht. So. 22 dann auf 23 dann versuchen. Ich meine, wenn natürlich Gohan wieder übelst übertrainiert. Andererseits können wir natürlich später zurückkommen. Nur Rest der Crew. Da hat man riskieren an Stufe 23 gegen. Ich weiß nicht, hey. Wir haben so wenig, wa? Ich war da schon irgendwie 24. Naja, mal schauen. Oh mein Gott, Überlängen. Dabei wollte ich eigentlich Überlänge-Parts bei diesem Projekt jetzt nicht machen, aber ja. Na komm, wenn es um Training geht, dann ist es schon in Ordnung. Wie gesagt, ich könnte es ja offscreen machen, aber es geht doch relativ schnell. Vor allem abkratzen hier. Wir haben eine Idee, war, bevor ich hier abkratze, mach's offscreen. Ich bin gerade sehr stark konzentriert, falls ihr gerade merkt. Also da keine saublöde Situation für mich. Ja, also ich muss so machen, Piccolo ist echt kurz vorm Abgrad. Wie warte überhaupt noch? 7 Punkte, krass, ein Schlag, egal von wem, tot. Hui, das war Knebbe. Okay, nee, es bringt echt nichts mehr, vor allem. Alter, das war jetzt gar nicht mit gemeint, aber vor allem, eben ihr seht, wie lange es dauert und so weiter. Gut, den Rest mache ich jetzt also offscreen ganz kurz, also kein Problem. Das heißt, für Piccolo noch 2 Level und für Vegeta 3 und dann geht's an dieser Stelle hier, oder fast direkt hier, direkt bei Dr. Gero war, geht's dann direkt weiter. Das Training ist beendet, Freunde, hier bei Dragon Ball Z Legacy of Goku 2 und so sieht's aus. Piccolo 25, Gohan 25 und auch Vegeta 25. Ach, schön, wa? Ja, fällt natürlich wieder auf, wie gehabt, Gohan übelst mächtig, Vegeta zumindest stärker in Energie, nicht gerade so der Hirsch, aber dafür eine Ausdauer und Piccolo, naja. Aber gut, jetzt also versuchen wir es halt wie gewohnt, also sprich wie gewohnt der Anime-Manier, dass wir halt mit Piccolo gegen C20 antreten, wa? Ob das so klappt. Also dann, der erste Teil des Parts war 14 Minuten lang, also wird 2000 lang sein, wie gesagt, den wir wohl nicht so lange machen und jo. Servus! Au! Du hohle Nuss! Ich würde gerne mal einen Wirbelschlag einsetzen, aber bei Piccolo, der ist jetzt nicht gerade so supi. Natürlich keine magische Bohne mehr, das ist einfach nicht fair. Aber läuft schon viel besser beim letzten Mal. Hier! Ups, falsche Taste! Ah, Hilfe! Na toll!
doch jetzt wieder so wie ein Pickel. Keine Eispickel natürlich. Autsch. Interessant. Dr. Geros Nahkampfattacken sind effektiver als eine Ki-Attacken. Verdammt, ich dachte schon, ich hätte ihn. Ja, geh in die Knie. Wo doch noch knapp, ey. Da sind wir. Wir auch. Welche Verschwendung technologischen Materials? Das verstehe ich nicht. Mein Danzvolk könnte deine Fähigkeit nicht so gesteigert haben. Tja, dein Dat wären vielleicht richtig gewesen, wenn wir nicht 3 Jahre vor der Ankunft von dir gewarnt worden wären. Anders ausgedrückt, wir haben uns auf dein Kommen vorbereitet. Mensch, Junge, schau mal da, Trunks ist hier. Zup. Trunks? Seltsam, das ist genauso wie mein. Mein Sohn? Hätte man denken können. Ein Super Saiyan aus der Zukunft, natürlich muss es sein, er ist mein Sohn. Unglaublich. Und jetzt noch einer, der aber gar keine Daten. Was geht hier vor? Meine Berechnungen enthalten viel zu viele Fehler, verdammt. Was ist denn hier los? Das ist kein Cyborg aus der Zukunft. Der ist ganz anders. Wie kann anders sein? Bin ich ganz sicher, aber das haut mich jetzt um. Vielleicht hat sich der Lauf der Geschichte verändert. Und dann das Aussehen der Cyborgs. Ändert das oder es handelt sich nur um die erste Generation und es kommen noch andere? Erfordert eines kurzlebigen Sieges, solange du dich noch freuen kannst. Ich werde die Cyborgs C17 und C18 loslassen, um euch alle zu zerstören. Tschüss, Mann. Der haut ab! Ich glaube, dieser Cyborg war Dr. Gero. Dr. Gero, willst du denn das wissen? Ich weiß, wovon ich spreche, Vegeta. Ich habe sein Foto schon mal in einem der Wissenschaftsmagazine meines Vaters gesehen. Es war ein Foto dieses alten Typen und darunter stand groß und fett Dr. Gero. Du hast uns jede Menge Lügen aufgetischt. Fahr zur Hölle, du Bengel! Du sagtest, Dr. Gero sei von deinen eigenen Cyber-Kreationen zerstört worden. Du sagtest uns nicht, dass es sich selbst verwandelt hat. So wie ich das verstehe, muss auch diese Zeitlinie während meiner Reise aus der Zukunft verändert haben. Verdammt, ich hatte befürchtet, dass dies geschehen könnte. Ich muss das Risiko einfach eingehen. Und was sind diese Cyborgs, Dr. Gero erwähnt, diejenigen sind, die du kennst? Absorbieren die Cyborgs eine Zeitlinie-Energieattacke genauso wie die beiden ersten Cyborgs? Nö, das haben sie gar nicht nötig. Energie ist von unbegrenzter Dauer. Was? Das ist doch lächerlich. Irgendwann muss ihnen die Energie doch ausgehen. Hey, wie kommt es eigentlich, dass Son Goku gerade nicht hier ist? Tja, ihn hat dieser seltsame Herzvirus befallen. Er ist nach Hause gegangen, um das Gegengift zu holen, das du ihm gegeben hast. Was? Erst jetzt? Kann einfach nicht wahr sein, das ist alles total crazy. Bulma, weißt du, was sich Dr. Geros Labor befindet? Jetzt wo du es erwähnst. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein Labor irgendwann nördlich im Berg in einer Höhle versteckt liegt. Okay, wir machen uns auf die Suche. Fly away! Fly away! Jo, hat sich total gelohnt. Suchen wir also Dr. Gero. So, aber vielleicht noch ein bisschen mehr zum Also, ich weiß, das ist jetzt. Ja, gut, versuchen wir es halt. Nördlichen Bergen also. Schnell dahin! Schnell wie der Wind! Pech haben Leute und treffen bereits auf C17 und C18. Nördliche Berge. Landen, dankeschön. Und auch nicht. Ich glaube sogar, hier ist das berühmt-berüchtigte Trainingsareal für unsere Crew. Und zwar knapp vor Level 50. Also eigentlich gibt es 3 große Trainingsareale. Das eine hatten wir gerade hinter uns, das andere dürfte hier sein. Das dritte ist dann irgendwo im Süden noch. Auf einer Insel. Ja, das ist definitiv eins. Grunz, was war das? Grunz. Warzenschwein. Alter, 20 Stärke aus der 14. Ups. Entschuldigung, wir können eigentlich wechseln. Wow. Ist klar, ein Hühnchen aus dem Warzenschwein. Ja, dann schlecht. Goldene Kapsel. Die Golden Capsule, geil. So, mein Auge juckt gerade. Auge, hör auf zu jucken.
Mal rein, muss noch ganz kurz was testen. Beziehungsweise das. Oh. Nee. Das war also nicht neu, verdammt. Das ist doch fies. Mann! Entschuldigung, aber ein bisschen zu viele Knöpfe hier. Er kommt bereits durch, ist das geil, Leute! Guan kommt bereits hier durch. So, ich weiß gar nicht, ist das bereits? Ne, es müsste noch ein Trainingsareal sein da. Ja, ist eigentlich die gleiche Version, weil wir bereits kennen. Alter, ist gut! So. Hey! Hallo? Mann, ey. Zack, zack, zack. Und Tschüssikowski. Ja, hier oben war sogar Dr. Gero irgendwo. Ich weiß noch gerade nicht mehr wo. Falke. Der Falke ist ein Raubvogel. Falken haben spitze Schnäbel und scharfe Augen. Auf die Idee wäre jetzt auch noch gekommen. Akangosam vor, da geht dazu nur. Da war Dr. Gero jetzt. Ah, ist mir zu heikel, Leute, ganz ehrlich. Ich gehe wieder zurück, mache vielleicht nochmal ein Level mit Piccolo und dann gehe ich da ins Gebiet von Gohan. Pixelfehler, I like. Boom. So. Au, 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 au. Tschüss, Mann. Geil. Ja, Piccolo, weiß sehen, wie es geht. So, speichern, switchen. Gohan, bitte. Zum Glück habe ich sie so gut trainiert. Er wird übertrainiert, das sehen wir aber gleich. Ja, ich glaube, Gohan ist ein bisschen zu stark. Golden Capsule, yo man, krass geil. Wir brauchen bereits 13, wir haben bereits über die Hälfte, Leute. Okay, das ist Part 11, war immer noch. Bei dem Tempo muss ich mich echt nicht wundern, wenn wir... Alter! Scheiß Wölfe. Ja. Gut, dann ist vielleicht irgendwie 30 Parts als Vorgabe vielleicht doch noch realistisch. Ursprünglich dachte ich irgendwie so 50 Parts oder so könnte das Let's Play schon werden. Ich glaube, 30 bin ich bereits fertig. Wolf. 21, ja, der ist doch relativ stark, wie man sieht. Das Ziel ist ja immer noch Level 50, war, also sprich alle Charaktere hochleveln. Ah, 50 war es tief. Ne, muss 50 gewesen sein. Die Farbe kennen wir auch schon. Die haben leider nicht so viel her, wie ich jetzt gedacht und gehofft hätte. War der hier irgendwo? Ne, hier war er nicht. Ich überlege noch, wo hier... Ich glaube, es ist auch irgendwo noch ein Trainingsmoment. Jetzt war er sogar für Goku. Alter Leute, das ist eine Kapsel und zwar eine 5er. Man glaubt's kaum. Okay, die Wölfe sind echt übel hier. Ja, hier kann man echt krass trainieren. Ja, ja, geil. So, dann ein bisschen Energy. Und das ist echt eine Stärke plus 5 Kapsel. Lego Mio. Was bereits mit Gohans Gebiet war. Ja, ich überlege jetzt gerade echt, wo zum Henker war das, dass ich noch irgendwie so ein Gedächtnis habe. Das ist doch nicht hier, das muss hier gewesen sein. Level up! Nö, scheinbar nicht.
So, nochmal zurück. Yeah, Stufe 26! Geil, Mann, die wird doch stärker! Gohan ist so krass, Mann. Wow! So, mit dem Superkick, kein Problem. Alla Superkickers! Die Wartenschweine sind zwar echt auch ein bisschen stark, aber die haben halt den Vorteil, dass sie nicht sofort angreifen. Das sollte man sich halt schon zunutze machen. So, also ich bin zufrieden. Charakterwechsel, jetzt dann nochmal. Ich überlege gerade einen Berg, was mit Gohan gegen ihn? Ne, sogar mit Piccolo war. Also eigentlich, der Vegeta hat gegen ihn nie gecatcht. Er müsste eigentlich schon mit Piccolo machen. Hagan Gosan vor! Jo. Alter, machen die Wölfe viel. Zurück. Wir müssen bereits das richtige Level haben. Jo, Stufe 26. Komm her, Mann, ich hab Bock auf Wildschweinpfeffer. Jo, Mann. So, ab zu Dr. Gero. Vielleicht sogar in diesem Part noch. Könnte durchaus sein. Attack von Piccolo muss man echt gut timen können. Also wenn ich jetzt die Sprungattack von Gohan und auch den zweihändigen Hieb... Alter! Von Vegeta besser. Alter, ist gut! Nein! Alter! Wie knapp war das denn bitte? Den Punkt haben wir aber auch noch. Noch 9 Punkte, ein Hieb, da wäre ich. Moment, ich teste gerade ganz kurz etwas. Jo, wieder wechseln. Nö. Alter. Boah. Was für ein Übel. Aber irgendwo kann noch etwas schnell zum Aufhealen. Oh, ich teste mal etwas. Das müsste doch eigentlich klappen, wenn ich jetzt hier switche. Schnell Gebiet wieder wechsle und dann sage, ja, come on, Piccolo, du bist dran. Stimmt noch nicht. Ja, nee, so Leute. Ja, wobei, jetzt kannst du da gehen mit Piccolo. Machst du das so, ist besser. Und schon wieder. Das wäre mir allmählich zu knapp. Der Piccolo ist zwar Veganer, aber hier wird auch eher ein bisschen zum Sadisten. Verdammt! Kann ich jetzt zu Dr. Gero gehen, wollt mich verarschen? Zumindest volle Kabel brauche ich. Alter, jetzt sowas von in die Hose gehen ist jetzt auch jetzt schon. Na, komm schon. So, Kabel werden wieder voll. Ja, wenn Sie im Gedächtnis haben, müsste Dr. Gero bald kommen. Piccolo!
So, Stufe 30. Alter. Ja, noch ein bisschen was zu trainieren. Aber gut, das weitergeht hier bei Legacy of Goku 2. Sind wir dann wieder in der nächsten Episode. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.